Vandaag had je te gast Ronald en Carola Unruh. Zij zijn veel onderwegs. Dankzij dat ze hier zijn en met dit programma maken met mij. Je zijn veel onderwegs. Verroed je mij mal met wat? We zijn met de Motorrad onderwegs, maar niet plus met een gewone Motorrad, dat is een Suzuki Intruder, een beetje aangebuurd en een bijwagen. Wat een karakteristiek in Paraguay is, wat je niet voetsapparatus vindt. We hebben ons daar door entsloten om meer zaken mee te nemen, krijgt wie veel camping maken, in de natuureenheid en zo, en niet van hotels en hospitals afhängig zijn willen, sondern einfach den Desafio zeetje en ja, de natuureenheid, ja, eind worden met de natuur. Hast du dat aangebuurd of hast dat je het aan te kopen? Dat hij zelfs aanbieden laten, wel maar zeggen dat je rest heeft mij een Motorradfahrer en Ciudad del Este gemaakt. En ik had hem de haltkosten opgebuurd, die is van 3 dag gemaakt. Tratamiento gemaakt dat het halt ook uithullen zal. Heeft nu 4 jaar uitgehullen, nu moet ik wel een frischen kosten buur. Mijn grootpa, Isaac Onga, die had 7 jaar met een bijwagen. Die is een lange platte gevoerd, dan maar in Nederland en die kwam aan zijn 18 bezetje. En pa die had een BMW met bijwagen en mij fascineert dat immer. We vangen daarmee aan, oder beter gezegd, ik vang daarmee aan en mijn vrouw zegt, wat zegt u? Ik was immer hinter die met, dat is mijn plaats, daar blijf ik. En dan als hij dat zo wie had, een test voor te maken, dan zegt hij, was eenmaal proeven, ik wil zeer gescheit voor. Als we waar dat hij aankomen, zegt hij, hier steht niet drauf, dat is mijn plaats. Dat betekent, Carola, du forst niet hier zelfs Motorrad, du forst hier met. Ik voor hier met, ik zei, allemaal mijn groep is met voor. Ik heb me dan daarom dat we wat zum Trinken hebben, dat alles dabei is en even de sloopzaken van wie zelten en zo wieder. Ik kan ans Motorrad zelfs voeren, am Notfall wanneer het erop aankomen zal. Dat is niet mijn hobby. Ik voer liever met. We zijn nu, wordt we zijn 1 jaar ongeveer, in de Motorradwelt. En we hebben door normen gemaakt, wel maar zo zeggen dat we respecteerd worden als Christen, wo die aankomen, seelsorgerliche Gespräche, wordt man nu niet zeggen verlangen, sondern maken. En wanneer irgendwo so eine Benediction, Gebet gemacht en van Semeat China ist, oder wenn wir dort höflich sind, dann fragen sie uns, ob wir dort machen können, oder wie gehen wir beide dort an, oder wenn irgendwo Kommemoration ist, also Gedenkfeier an verstorbene Motorradfahrer, dann kommen die und fragen, ob wir dort organisieren können. Also wir haben einen gewissen Status gekriegt als Christen und ja den, ja. Ja, we gaan niet dran, also du musst sie betieren oder dat, ja, und wie viele van ook nu waar dat trekt naar de Motorradwelt, die komen uit een christlichen Hintergrund, sei nu evangelisch oder baptistisch oder ook katholisch, en zijn door enttäuscht worden, zijn door uitgegaan uit de kerk, aber die bijna hadden nog wat, ja. En dan komen we aan en zeggen, oké, wat is die aanleggen, wat is dit, wat is dat, ja, wat gaan we door reden, aber wie zeggen niemals, du musst dit Tag laten, jan Tag laten, wist je weet ganz genau, wie dat leven is, aber den daarop aan opmerkzaam maken, hartst mal eines Tages wirst du dafür, was du das Rechenschaft ableiten. Also einfach mal vom anderen ein. Nachdenken. Ja, nicht bloß du bist der Sünder, sondern überleg mal, was wird nachher sein. Ja? Bist du bereit, dem Schöpfer entgegenzutreten? Bist du bereit, dem Nächsten zu verzeihen? Warum passiert dir das dort ja? Ist da irgendwas in deinem Leben, was anders ist? Und wie viele Beispiele haben, können wir denen was mitgeben, wo die da sich nicht angegriffen fühlen. Die sind sehr schwund, dass die sich angegriffen fühlen. Und wenn wir nu worden mit dem Wort Gottes ankommen und sagen, hörst mal, du sollst die nicht besuchen, hörst mal, du sollst nicht mit anderen früher, das Rechtende, was wir worden ankommen, da würden die uns abnehmen, aber da wird nicht der sein. Da wird auch sein, wie gesagt, die Motorradwelt ist eine Kultur. Und die muss sich kennenlernen, um zu wissen, wo kommt man denn an. Und da ist das Zeugnis. Wenn wir auf dem Motorrad in Cointro sind, dass ich immer wieder mit derselben Früh ankomme. Für uns ist das normal, für den nicht. Wo benehme ich mich? Wo helfe ich dem nächsten Motorradfahrer, wenn da einer stark besoffen liegt?
Und die kommt nicht mehr auf die Beine, die will aber in seinem Zelt kommen. Hangehen, dem abhalten, dem im Zelt anbringen, das sind die anderen. Ja? Dann sagen sie, die leben dort uit. Das Wort Gottes uitleben, nicht uitreden. Okay. Also missionare ab Maturida. So würde man das gerne sagen. Die haben kurz auch eine Maturatur gemacht, aber irgendwo dort stehen gelassen und dann beim Chef wieder gereist und war das Trick. Das ist mal was anderes, also da kann je nicht mehr Motorrad fahren. Aber wo kom je op de idee mal mit dem Schab zu fahren und da bieten sie auf so ein paraguayisches Flussschab? Ja, das wäre interessant. Für ein paar Jahre fragen die Eigentümer, ob sie nicht mal Interesse haben, mitzufahren. So. Von dem Schab? Von dem Schab, ja. Aber wir sollen im Winter mitfahren. Die Idee bleibt dann, ja, nee, ja, was das, was dort, was jant. Und dit Jahr schreef wir eine deutsche Nachricht irgendwo zu hören, dass die ein bisschen Schwierigkeiten wären und wahrscheinlich in den nächsten Jahren wurde abgeholt, hier zu arbeiten. Dann sehen wir uns so, nu müssen wir anfahren. Ja. Dort müssen wir erleben, wir fahren bei Konzeption und dann dort wird mit Touriststunden, wir haben dort mitnehmen. Ja. Aber bloß einen Trick fahren ist ja auch nicht die Idee. Nee. Wo fällt sich das Carola da aus früh auf den Schab, was vielleicht nicht sehr reinlich ist und vielleicht mal bloß Hängematte sind? Na, man muss sagen, das ist eine Herausforderung, ja. Aber durch unsere Arbeit alle wegen unserer Motorradfahrer, da sind wir allerhand gewohnt. Also das ist da selten mal 5-Sterne-Hotel, ja. Das ist meistens Camping und wenn man nicht durchschafft, dann ist es gut und so. Das kostet am Anfang ein bisschen Überwindung, aber das da auf dem Schiff zum Morgens auf dem Deck oder wo man das heißt, Sätte, ein Mate trinken, ein Tschitsche, wo die Vögel vorbeifliegen, die Sonne abgeht, das wäre einfach das jetzt nicht zu beschreiben. Dann verjährt man all das andere. Sie hatten da bei Ihnen eine kleine Stuhl? Ja. Apart wieder eine? Ja. Die hatten, was wäre dort, 8 Kameraden oder wo nennen sie die? Kajüten. Kajüten, okay. Ja. Und wir haben uns dann eingepackt. Wir waren ein bisschen stressig, das Schluppen, wie es der Feit ist, hier, da ein an in der Kopf auf dem anderen, wie so. Aber ich dachte, dass die Kleine sie rollt mit ab. Da fuhr ich dann mit, habe ich dann Kontakte mit den Leuten auf dem Schiff gemacht, mit dem Kapitän Wehe dann vielleicht auch. Ja. Nee, der Kapitän dort ist ein Angestellter, okay. Aber der Eigentümer, okay. Nu sind die Seens, die Vorder sind nicht mehr. Und das sehen wir da. Mit dem hatten wir Kontakt. Wir hatten auch mit dem Kapitän selbst Kontakt, mit einem, wie es die Fuhre RA2. Dort schiebt dort hält nicht an. Dort ist ein schwimmender Mercado, würde man sagen. Also die Menschen von heutzutage mit Technologie, die können RPDs machen. Dort wird eingekauft, auf dem Schiff Napa, dort wird aufgeleiert unterwegs. Dann hat er aber auch noch von allem, was du dort schreiben kannst, in West, 8 Partien für Center, der hat ihre Stände oder ihren Raum selbst. Und wenn wir dann irgendwo bei den Hofe anhalten oder bei Estancias, dann kommen die Menschen ab dem Schiff nach, machen ihren Ankauf und war darauf auf dem Schiff. Ja, also zwischen eine halbe Stunde bis 2 Stunden ungefähr wird dann einmal angeholt worden. Ja. Aber das ging dort plus einmal von Dienstag ab Mittag fuhr wir los und Freitag ab Mittag wie in Bahia Negra. Dort dreht das Schiff an, und dann ging ich zurück und Sonntag zum Morgens wir waren dann in Konzeption. Wir dann im Ganzen sehen diese 1600 Kilometer, ja 800 Napa und 800 Rauf. Aber ab Städte habe ich doch angeholt und da war dann viel angeladen. Die können eventuell an die Stadt gehen und bei Tschetschen. Ja. Seht ihr, wie lange Pause wäre? Ja, meistens sehen sie eine Stunde oder 1,5 Stunden, bei 2 Stunden wird sehr abgepasst, dass alle auch weiter trägt wäre. Diesmal wäre wenig Kunden, würde man sagen, also wenig Leute, die reisen, wie es die Wege alle bevorbar sind. Aber in Reintiden seien sie 100, 150, die haben über 200 Menschen, wo wir haben. Ja. Nu haben wir vielleicht 30 bis 40, was wir, ja. Also das wir sehr frei alles, ja. Also das heißt, die Jeng in Hängemattes und Bändchen, alles dort liegt dann durch Fall, ja. Ja. Und das Schiff ist aber bloß für 100 Passagiere oder für 100 Menschen ausgegeben, ja.
Und da habe ich dann mit Menschen Kontakt gemacht, habe ich eventuell Traktaten mit, die ich verteilen oder wo gehe ich an den an? Wir haben immer Gott uns dann am Weichen gestellt. Das ist sehr verschieden, aber nicht dort wie, aber nun habe ich noch nicht mit Traktaten. Wir haben nie Testamente gelernt, schon wie beim Tourat vorher sind, aber hier in diesem Fall ab dem Schab hat wir nicht mit. Wir ja eben den Kontakt und verteilen. Die sind aber nicht bloß hier in Paraguay gereist, die sind auch weit weg, für 1-2 Jahre da was, im Ausland eine große Reise gemacht, wo ich dort anhaben. Dann fuhren wir in Argentinien, wir fuhren über Encarnación Rüt, und dann mit Corrientes, Resistencia, dann nach Salta, von Salta dann bei Quiaca, dort ist eine Grenzstadt in Bolivien. Und von dort, wenn man sich die Karte vorstellt, so die Länge Argentinien, wie wir Bad Bove und Mucke und quer. Und dort nennt sich Santa Catalina, ein kleines Pueblito. Dort wird dann all Erdwasch am Gebirge. Und dann fuhren wir dort rauf Bad Mendoza. Dort die ersten 700 Kilometer, dort nennt sich Ruta 40, dort wird Erdwasch. Oh. Das ist die alte Ruta 40 noch. Okay. Da brauchen wir 10 Tage für die 700 Kilometer, wie wir so ein Ripio. Und von dort wieder wird dann Asphalt. Ja. Da habe ich dann Zelt, alles mit, zum Kochen, Ja. eten, cheip je dann, wenn je weiß, wenn je Tomaten fehlen. Ja, Tomaten gehen selten. Da boven am Gebirge, da wird mehr bloß Pollo. Und dort wird auch so interessant. Das ist zum Beispiel eine Kirche, an der Deutsche an der Grenze, hat er ab Gas angehört, einmal Mantenimiento zu machen, mit Tourat, er wieder an den Erdwaschen anfahren würde. Und fährt ein Auto vorbei, hält an, dreht an, kommt rein. Und wir haben abklappert. Und da ist uns Logo boven. Und uns Lema ist, trachte zuerst nach Gottes Reich. Und den Farsch, also diesen Teil vom Farsch habe ich da boven. Und verteilte dann mit diesem so, und ich war jetzt am eine Kalkomanie. Und er las dort, Cristiano, sie, sei wie, dann spricht er uns der Hölle, Hermano. Ja? Also da im Mädel irgendwo traf man den Menschen an, wo man vorstellt, das sind auch Christen. Ja? Und das ist interessant, wenn du diese Konnexion oder diese Verbindung, die verspürt man fort. Wenn je nu 700 Kilometer an 10 Tagen sind, wie viel wird die ganze Tour dann, die ganze Reise, wie viele Tage muss ich? Das wird wie viel, ja. Das wird. Ja. Ja, und meist 7000 Kilometer hat ich. Wow. Hast du dann einmal einen großen Trouble gehabt mit dem Motorrad, wo ich vielleicht mal einen halben Tag musste warten auf einen Teil oder irgendwas? Nein. Wir sind nicht gefahren, wir hatten Reservereifen mit nicht einmal einen Trouble. Wir sind mit mehr als 5000 Meter an der Hecht gekommen. Der Motor war ziemlich warm, der Ventilator will gar nicht ausgehen, aber wir sind ohne Schwierigkeiten überall gefahren. Ja. Wow, das ist aber sehr mutig von Ihnen, das so abgehen zu nehmen. Würde ich noch vielleicht zum Schluss was an die Totschädler sagen, was man beachten soll, vielleicht als Motorradfahrer? Na, ich würde mal besonders an die frühe Mutmachen wählen. Über ihren Schatten zu springen und ihre Männer auf dem Motorrad zu begleiten, wenn der Mann dort als ein Hobby hat. Für mich wird das am Anfang eine Überwindung. Aber ich sage, Gott, wenn du mir da Brücke wirst, dann fahr ich mit. Und ich habe mir was von Gründen sehen, das auch für unsere Ehe ist. Ja? Wie das ist ein Hobby, das hat sich nicht top gekoppelt, dort wie das bei Tieren machen. Und kriegt dort man top was unternehmen kann. Ja? Und ich möchte dort manchmal dort die früheste Fälle sich ansehen, wie das ist nicht, was gewöhnlich dort die früheste tun. Aber ich möchte ganz die so einen Mann haben, den dort interessiert, den möchte machen. Und wenn die uns selbst nicht dort schreien, dann fragt Gott nur in die Jagd, die Friede dort haben. Ja, vielleicht fahren dann meistens hier sehr viel Material mit dem Beiwagen. Wo dann eine frische Gruppe geben. Ja. Gut, danke für das Gespräch. Ich hoffe, wenn Sie auch Motorradfahrer sind, dann habe ich vielleicht was hier mitgekriegt. Danke, dass Sie teilgenommen haben.